Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem neuen Battlefield 3 Match. Heute geht es um ein, wie ich finde, interessantes Thema, sonst würde ich es nicht machen. Heute geht es nämlich um Abonnenten. Ein paar Sachen um Abonnenten, wie sie YouTuber verändern, wie sie, welche Auswirkungen Abonnenten haben, was sie bewirken können und so weiter und so weiter und so fort. Und da würde ich gleich mal anfangen. Ja, das ist ein Hardcore-Server, aber das interessiert eh keinen, weil es scheißegal ist. Also, Abonnenten, ja, jeder kennt sie, jeder liebt sie, jeder hat sie gerne, jeder hätte am liebsten Tausende davon. Und ja, mir kommt so vor, als ob die meisten YouTuber bloß auf Abonnenten aus sind. Also, weiß ich nicht, Sub vor Sub zum Beispiel, also Abonnent vor Abonnent, Abonnement für Abonnement, so heißt es ja eigentlich. Und ja, am besten 10.000 Abonnenten, wie ich sie bekomme, ist eigentlich wurscht und so. Bin ich zwar dagegen, aber egal. Also mir gefällt es halt nicht, mein Gott. Ja, ich denke halt, man sollte halt das verdienen. Genau, und da sind wir bei einem sau interessanten Punkt. Erstmal der schöne fucking Triple Kill. Ah, schön. War das nicht ein Vierer-Kill? Nein, gut. Erstmal sind wir bei dem Thema jetzt, wo es interessant wird, endlich. Abonnenten verdienen. Es gibt viele Methoden zum Verdienen von Abonnenten. Einige sagen, ja, das ist heute alles anders. Andere sagen, ja, die musst du da selber verdienen. Und es ist eigentlich interessant, weil die meisten würden sehr gerne gepusht werden, die würden sehr gerne von großen YouTubern hochgeladen werden, dass sie eben promoted werden, dass sie hier Werbung bekommen und bekannt werden, schnell und groß. Andere wollen das bloß wegen Feedback, um wirklich zu sehen, der kennt sich aus, der sagt mir, was zu tun ist und so. Und andere wollen einfach eine Chance nutzen. Und was jetzt gerade noch ein bisschen verwirrend war, wird wahrscheinlich bald deutlicher. Ich finde die Waffe ewig geil. Abonnenten, ja, sammeln oder Abonnenten verdienen ist heute viel schwieriger als noch vor, ja, einigen Jahren. Warum? Ja, ist auch eigentlich ganz einfach. Damals gab es noch nicht so viele YouTuber, die Gameplays machen, die Let's Plays machen und die lustig sind und so weiter. Und die, wo wirklich was drauf hatten, die haben sich getraut. Gronkh zum Beispiel, ja, Gronkh ist ja sau geil, hey. Gronkh ist zum Beispiel da ein Vorzeigekandidat, finde ich. Commander Krieger war anfangs auch echt super gut, muss ich sagen, wirklich war. Ich verfolge ihn jetzt nicht mehr. Entschuldigung, deswegen weiß ich nicht, wie er jetzt gerade ist. Und andere, ja, andere große YouTuber einfach, weil ich halt gerade nicht weiß, ja, fick dich, zum Beispiel, von Zocker jetzt weiß ich nichts, aber iBlali zum Beispiel, ja, so mal 3 genannt. Und das Interessante finde ich jetzt, es ist jetzt für kleinere YouTuber viel schwerer, bekannter zu werden, weil es einfach so unendlich viele YouTuber gibt, ey. Es gibt ja, weiß ich nicht, es gibt wirklich tausende Kanäle von YouTubern, also von Gameplayern, Let's Playern meine ich jetzt besonders. Darauf fixiere ich jetzt mal. Darauf schaue ich jetzt gerade. Es gibt tausende von den Kanälen und da gehen gute Kanäle einfach unter. Also hat eigentlich die Zahl der Abonnenten heutzutage gar nichts mehr, also sehr wenig, ja, mit erfolgreich zu tun, mit gut zu tun, mit schlecht zu tun, mit der Qualität zu tun. Es geht heute, ja, für die Großen geht es immer weiter bergauf und für die Kleineren geht es immer schwerer bergauf. Also da muss man schon, es ist einfach so, man muss in YouTube Kontakte haben, dass man da schneller vorankommt. Ja, ich würde mich am liebsten mit sehr vielen oder einfach mehreren zusammentun und da was machen. Ich habe schon so eine Idee, aber es macht ja keiner, ja. Ist zwar schade, aber na gut. Aber das ist ja heute egal. Und ich meine eben, damals zu, ja, Commander Krieger Zeiten zum Beispiel, da war, ja, zum Beispiel Pekton und Vierzone TV und Kashi, die waren da, ja, eigentlich ganz gut mit dabei. Und dann gab es halt noch den Commander Krieger und so weiter und noch ein paar, aber die meisten waren halt schlecht, ja. Dann kam Commander Krieger, der war besser. Der hatte super Gameplays gemacht, wirklich super Gameplays erstmal, dann super Qualität,
mit einer HDPVR zum Beispiel. Oder nee, damals hatte der noch so eine andere. Ist ja wurscht. Und dann, er war lustig. Und das war super. Das gab's nicht oft. Das, wenn man sowas gesucht hatte, irgendwie so ein Gameplay zu Modern Warfare 2 oder so, hat man ihn angeschaut, ja. Weil man weiß, es war ein super Gameplay, es war lustig, was will man mehr? Und natürlich breitet er sich aus, ist ja klar. Also ein Spiel meine ich jetzt. Und es ist ja auch gut so, also es ist ja, man lernt ja dazu. Aber was die heutigen YouTuber einfach nicht haben, das ist halt einfach zum Beispiel Zuschauer. Ja, also ich meine jetzt, man baut wirklich sehr schlecht und sehr hart, ja, einen Zuschauerkreis auf, einen festen. Ich bin jetzt da schon gut dabei, finde ich. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es noch mehr wäre. Ja, ist ja klar, niemand will irgendwo aufhören, man will immer weitermachen. Ist ja logisch. Kannst du mal aufhören, mich anzuschießen, du fette Sau? So, danke. Dann ist es einfach so, ja, es gibt sehr viele, die einfach, ja, tut mir leid, aber nichts drauf haben. Es gibt Menschen, wie schon gesagt, oder YouTuber, die schreien ins Mikrofon rein, die sind viel zu laut, andere sind viel zu leise, die haben die falschen Einstellungen, die können nicht rendern, die können das Video nicht auf 16:9 machen, da passt einfach alles nicht, oder einfach, da passen einige Sachen nicht, und das summiert sich, ja, und dann schaut man den nicht, ja, dann wird der nicht bekannt. Es ist sau schwer bekannt zu werden heutzutage, weil eben, wenn man, eigentlich ist es ja so, wenn ich was schauen will, dann schaue ich dahin, wo ich weiß, dass es gut ist. Sprich, Let's Plays Gronkh. Gameplays, ja, Ding hier, Commander Krieger zum Beispiel, schaut mal so an. Oder den anderen, der wo so rumschreibt mit dem Penis. Ich habe seinen Namen vergessen, keine Ahnung. Ja. Und wenn man den mag, hat man den. Und dann findet man eigentlich auch, oder man will eigentlich keinen anderen finden. Weil ich weiß, der ist gut, Commander Krieger, ich sag mal jetzt mal, Commander Krieger ist gut, oder Gronkh ist gut, den schaue ich mir gerne an, passt, ja, wofür einen anderen, ja. Und das wird einfach sau schwer, und deswegen gibt es ja so, so kleine Wettbewerbe, hier, zum Beispiel kommentiere es, ja, habe ich auch schon gewonnen, aber halt wurde nicht hochgeladen, aber scheißegal, oder? Ja, kommentiere es zum Beispiel vom Commander Krieger, andere Sachen, ja. Da gibt's echt gute Sachen, und das ist einfach, Abonnenten entscheiden nicht über die Qualität. Beispiel, ich habe jetzt, ich hatte damals 700 Abos oder so, und habe bei dem Kommentiere es mitgemacht und habe gewonnen. Bei Commander Krieger, beim allerersten Kommentiere es habe ich gewonnen, beim Commander Krieger, und dann gab es noch andere, ja, Teilnehmer. Es haben insgesamt 6 gewonnen, und es wurden leider nur 5 hochgeladen, und ich wurde halt nicht hochgeladen, ja, weil die Zuschauer gesagt haben von ihm, du lädst so viel hoch, das ist scheiße. Dann war halt ich der dumme Idiot, ja, warum fängt mein Name mit Z an? Ich Arschloch hätte mich ja auch Idiot nennen können, aber egal. Also ich wurde halt nicht hochgeladen, andere waren dabei, zum Beispiel die Ahornente, kennt vielleicht der ein oder andere, und der wurde hochgeladen, und der war damals bei 470 Abos, das weiß ich noch ganz genau, das vergesse ich nie wieder, und hat jetzt gerade 5000 Abos, ja, und wahrscheinlich auch, ja, nicht nur deshalb, aber wahrscheinlich auch sehr deswegen deshalb. Mit so einem Kommentiere ist, ich glaube, der hatte nach 2 oder 3 Tagen hatte der dann schon um die 2.000, 3.000 Abos, und ja, war dann einfach, das war ein riesiger Boost für den, es war ein riesiger Schub. Und das hat einfach nicht jeder. Er hatte wenig Abos, war gut, wurde hochgeladen, hat jetzt viel Abos. Ich hatte wenig Abos, ja, war gut genug, um zu gewinnen, genau wie Ahornente, hat er auch gewonnen, und ich wurde nicht hochgeladen. Ja, ich weiß nicht warum, er hat es mir nicht gesagt, die haben geschrieben, aber scheißegal, ist vorbei. Und ja. Und das zeigt einfach, es kommt ja nicht auf die Abos an. Also wir beide hatten wenige Abos, haben aber trotzdem gewonnen. Also, ja, oh Gott, duck dich. Was hast du jetzt da? Oh Gott. Wir hatten wenige Abos. Er hat gesagt, wir sind gut, wir sollten Ding und so. Ja, versteht ihr, was ich meine? Und dann hat doch die Abozahl überhaupt keine Dinge. Also,
Wobei ich jetzt aber sagen muss, jetzt ein anderer YouTuber mit gerade 5000 Abos, der macht jetzt gerade so ein Gast-Commentary-Verlosungs-Gewinnspiel und das Hobby ist halt er. Und das gefällt mir halt irgendwie nicht. Also ich finde sowas okay. Ich mache auch sowas jetzt bald. Im nächsten Video sage ich es mal an, was das wird. Weil ich finde einfach, man sollte sich helfen und mit sowas ist das eine gute Wahl, hey. Das ist so eine Selektierung, die, ja, die, wo was drauf haben, die werden ausgewählt, die werden hochgeladen, die werden, ja, gepusht, man kann sie zusammentun und die, wo nichts drauf haben, ja, die kommen halt weg. So in der Art. Also jeder kann sich bessern. Ich war vor 2 Jahren sauschlecht in Kommentieren, hey. Aber, Ding oder was? Also man wird ja besser. Die, wo jetzt gerade gut sind, sollten jetzt auch gerade, ja, gepusht werden, verbessert werden. Aber die Möglichkeiten sind halt, ja, nicht gegeben jetzt. Es ist einfach, das ist ja das Schöne. Also tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen lange das Video ziehe, ist mir aber eigentlich trotzdem egal. Das ist ja das Schöne. Wie zum Beispiel bei der Padawan-Sache. Ich will einfach Beispiele bringen, dass man es nachvollziehen kann. Commander Krieger hat angenommen, ja, alles pure Statistik, also Ding, ja. Angenommen, er hat 500.000 Abos zu der Zeit. Er macht das mit dem Padawan, Commander Kriegers Padawane, Bewerbungsding hier. Die Gewinner werden eben sein Padawan und so weiter und werden dann sehr bekannt. Da hat zum einen Mr. Semtex HD, war das glaube ich, hat da mitgemacht und ich bin gleich tot und letzte Kill. Ja, genau. Mr. Semtex HD hat da mitgemacht und hatte vorher, ich weiß nicht wie viele Abos, hat jetzt gerade 20.000 Abos, also doch schon ein riesiger Schwung mehr als vorher. Und das Schöne ist ja, also bloß als Beispiel gesehen, ja, also jetzt Ding, weil da ist mir immer gleich verraten, der mag die nicht, der ist eifersüchtig, ja, sowas will ich nicht machen, nee, also ich bin da schon, die haben es verdient. Und man denkt sich, wie man unbekannt ist, ich würde super gern gepusht werden, hey, das wäre voll nett von dem Typen, wenn der mich pusht, ja, jetzt zum Beispiel mit dem Kommentiere es, ich habe gesagt, ja, Ding und so, ich habe gefragt, hat das bekommen, das Video? Ja, hab's runtergeladen, hat er geschrieben, der Commander Krieger, ich habe sogar Fotos, und dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank nochmal und passt alles, ja, dann sagt er werde es hochladen, so. Dachte ich mir, wunderbar. Dann kamen halt alle Videos außer meins, dass wir halt mal mein Beispiel haben, so. Und ja, alle bekamen mehr Abos, ich halt nicht. Also, ja, mehr Aufmerksamkeit einfach. Alle bekamen mehr Aufmerksamkeit, mehr Aufmerksamkeit und ich halt nicht. Ich habe halt normal weitergemacht, so. Und die anderen alle 1000, 2000, 3000 Abos mehr und so weiter. Und ich halt 2 am Tag zum Beispiel. So. Und dann ist es so, dann dachte ich mir halt, es wäre halt echt super, wenn er mein Video hochlädt. Würde mich freuen, würde mich bekannter machen und so weiter. Dann könnte ich anderen besser helfen. Ja. Ich will nicht nur jetzt der soziale Typ, der wo helfen will. Mein Gott, da ist man auch egoistisch. Ich würde halt trotzdem gern mehr Abonnenten haben, mehr Aufmerksamkeit einfach. Abonnenten ist nicht so, aber Aufmerksamkeit einfach. Und dann gibt es einige, die gewinnen da. Also die haben sich gewünscht, ey, ich wäre so gern, ich würde alles machen, wenn ich da gewinne und höre und hin und her. Die wären da super froh, wenn sie gewinnen würden und alles Mögliche. Dann gewinnen die da, bekommen 20.000 Abos, dann sind die in der gleichen Position eigentlich, bloß umgedreht. Dann werden die angeschrieben, hey, kannst du mal bitte irgendwie mir Tipps geben oder meinen Kanal anschauen oder irgendwie da hin und her und so, weil du hast ja da gewonnen und so. Dann sagen die aber, wie es bei mir schon zu 2000% war eigentlich, sagen die aber, nee, das musst du dir selber aufbauen zum Beispiel. Entweder antworten sie mit Nein oder sie antworten gar nicht. Und das verstehe ich halt nicht. Die werden bekannt, indem sie gepusht wurden, indem ihre Gameplays hochgeladen wurden bei, berühmten Personen. Sorry. Ja, bei berühmten Personen. Ja, fick dich. Fuck you. Aber dann, also die haben das, was sie eigentlich wollten, denken aber dann anscheinend nicht so weiter, dass sie sagen, hey,
die hat mir geholfen, ich helfe anderen, ja. Das fühlt sich geil an, wenn man auf einmal so einen Schub bekommt, ja. Das verstehe ich halt nicht ganz. Ich mache deshalb auch bald ein Ding, auch sowas in der Art, auch was Interessantes, aber das erfahrt ihr noch. Und das verstehe ich halt nicht, weil einige denken, die sind voll Fame und so und unglaublich toll mit ein paar tausende Abos und sind die Götter und die anderen sind bloß scheiße alle und so. Das finde ich halt ein bisschen überheblich. Also Abos machen schon eigentlich, die können eine Person schon verändern. Also so ist es ja auf jeden Fall. Doch, das finde ich schon, würde ich jetzt, hoppala. Ja, ich habe doch gesagt, dass da hinten ein Gegner ist, meine Fresse. Also da würde ich schon sagen, Abos verändern den YouTuber schon auf jeden Fall, wenn man keine bekommt, wenn man jetzt einen Kanal aufmacht, Videos macht, man ist super, man ist gut und so weiter, und es wird nicht gewürdigt, zum Beispiel, dann ist man halt genervt oder das nicht weitergeht, dann hört man auf. Ja, zum Beispiel jetzt, man macht einen Kanal auf, man macht ein Minecraft-Let's Play zum Beispiel und wundert sich, warum man nach einer Woche nicht schon 1000 Abos hat. Ja, keine Ahnung, kommt halt auch vor, bei einigen klappt bei anderen nicht. Also es ist in der heutigen Zeit echt fast, es dauert einfach unglaublich lange, wirklich sehr bekannt zu werden und das könnte man kompensieren mit Hilfe untereinander. Deswegen werden da ein paar Videos kommen, aber warum helfen die Großen den Kleinen nicht? Warum kann man nicht einfach so eine Erzieherrolle einnehmen, jetzt zum Beispiel? Ja gut, man könnte sagen, ja, was soll ich dem helfen? Hey, der soll jetzt doch selber aufpassen und so weiter. Ja gut, ist ja schön, aber ja gut, man soll ja auch ein Vorbild sein als großer YouTuber. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Wenn ich mehr Abos hätte, ich würde viel mehr Leuten helfen, auch wenn es jetzt so klingt, ja, gebt mir Abos, dann helfe ich euch und so weiter. Ist ja, mein Gott, ich würde ja wirklich gern helfen. Ich habe ja schon einigen Kanälen geholfen und so. Ja, hat ja auch geklappt so. Zum Beispiel beim Clanky habe ich ja gefunden, sein Kanal hatte damals 230 Abos. Den habe ich vorher auf meinem Kanal vorgestellt, mit ihm Videos gemacht. Jetzt hat er 750 oder so. Also es geht immer bergauf, aber es ist halt schwerer. Es wird leichter, wenn es mehr werden. Und da erfahrt ihr dann später in einem anderen Video was dazu. Das nehme ich auch gleich auf. Ja, verraten. Aber es kommt alles noch. Und hoffentlich können wir eine geile Gamer-Community aufbauen, die wirklich was bringt. Das wäre richtig geil. Ja. Das gibt's aber alles im nächsten Video und so weiter und den Contest auch. Dann sage ich mal danke fürs Zugucken. Heute war es eine längere Runde, aber egal. Bleibt so schön bis zum nächsten Mal. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr, ob Abonnenten wirklich einen YouTuber verändern können oder nicht? Und dann Ding. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Spaghetti.